SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Ich habe noch mein Lebtag nie Oberschiene gemacht. Oberschiene, Albtraum. Das wird ja schwarz. Muss es so sein? 3 Landfrauen und ihre Männer kochen in einem vegetarischen Restaurant. Sie treten gegeneinander an. Wer macht den besten Gourmetgang? Mit dabei sind Regula und Ralf Schmid. Ich glaube, für mich ist es keine Herausforderung zum Veggie-Kochen. Auch um die Wettkochen wollen Vreni oder Alfred Scherwe. Wo beide das kann, das ist dann noch eine andere Frage. Aber ich gebe mir ganz sicher Mühe. Und die Marlies und der Daniel Bätschi. Also ich bin sicher, dass wir sehr gut zusammen funktionieren im Team. Kochen tun sie im Restaurant Magdalena. Ein Gourmet-Tempo mit 2 Michelin-Sternen und 17 Gomio-Punkten. Das ist ihr Meister, der Spitzenkoch Dominik Hartmann. Am Schluss haben wir noch ein Santon Rüebli-Sud eingegossen mit einem Peperoni-Öl. Jedes Paar kocht einen Gang. Ja, sicher. Also. Karamell haben wir. Wo? Da ist niemand drauf. Nein, das kommt dann am Schluss. Ja, du musst doch jetzt machen. Siebte. Das ist SRF bei den Leuten. Landfrauenküche Spezial. Gourmet-Edition. Der Ralf und die Regula Schmid sind schon ein Kerli unterwegs. Von ihrem Daheim, Chapina im Kanton Graubünden, bis zum Restaurant Magdalena sind es mehr als 2 Stunden. Aber das Reisli nehmen sie gerne in Kauf. Ich freue mich einfach auf 2 Tage. Jetzt schön, also gut essen heute, neue Leute kennenlernen, morgen in einer guten Küche kochen, schauen, ob wir miteinander harmonieren. Wie immer. Ja, ich weiss, wie es geht. Ich mache, was sie sagt, und dann funktioniert es. Du räumst auf und ich mache das Buff. Richtig, genau. Ihr Ziel ist das Rickenbach, ein Katzensprung von Schweiz weg. Schön, hä? Halbe Weltreise. Halbe Weltreise. Ja. Das Magdalena-Team ist bereit. Hallo zusammen. Hallo. Der Chefkoch Dominik Hartmann, der Marco Appert und Adriana Hartmann führen das Restaurant zusammen. Danke vielmals. Sehr gerne. Immer gerne. Das nächste Paar reist mit dem ÖV aus dem Emmittal an. Es sind die Marlies und der Daniel Bätschi. Ich bin unglaublich gespannt, was uns erwartet. Ob wir da zusammen wirklich gut funktionieren. Es muss sicher lustig sein. Also ich hoffe, dass wir ganz einen gemütlichen Tag zusammen verbringen können. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir für Zutaten bekommen, was wir mit dem herzaubern können. Ob ich meine Kreativität wecken kann in diesem Sinn. Nein, ich lasse mich auch überraschen. Ich bin nicht zu der Küche eigentlich, wo da. Ich hoffe, ich könnte dir etwas helfen. Aber ich kann gut befehlen. Das ist also das Wesen. Der fährt jetzt mit durch die Stadt. Du hast gesehen. Dann musst du die Uhr verbrechen. Hallo miteinander. Hallo miteinander. Hey, Wapperos. Ja, schon deckelt. Jetzt fehlen nur noch das Vreni oder Alfred Scherwe. Ich erwarte, dass ich etwas lerne, dass ich liebe Leute lernen kennen und dass wir 2 schöne Tage haben. Ich habe mich da auf etwas eingeladen, wo ich keine Ahnung davon habe. Aber das Vreni hat gesagt, das käme schon gut. Sehen wir es dann.
Overa, sagt der Welsch. Ui, das ist schön ausgesehen. Oh ja, das ist schön. Ja, das ist richtig schön, ja. Komm, wir müssen gehen. Alle zusammen. Das ist Marlies, gell? Ja, genau. Ciao, Marlies. Vreni. Vreni. Freut mich. Schön. Ciao. Vreni. Danu, freut mich. Hallo, Die Paar kennen sich bis jetzt nur aus dem Fernsehen. Jetzt gut. Schön, Super. Gleichfalls. Schön. Ihr dürftet noch auch gerne Platz nehmen. Dann noch ein kleines Samisbusch servieren. Frauen gegen Männer. Gesundheit. Immer so, gell? Zum Wohl auf einen erfolgreichen Tag. Hallo Weirin. Tiroler Graufi habe ich gekauft. Aber ich extra Eigentlich habe ich haben wir Tiroler. Sehr gerne. zum Teil lang. Ja, dann würden wir da ein kleines Amisbusch genießen. Wir haben hier ein Tartlet mit grünen Spargeln, Fenchel und Burrata. Ganz viel Spaß. Sehr gerne. Danke vielmals, bravo. Schön. Also jetzt schauen wir zusammen, wir müssen das morgen wahrscheinlich auch machen, nicht? Hey, cool. Ja, das sieht sehr Cool angerichtet. He? Ja, schön. Was ist das da? Strudelteig hätte ich jetzt auch immer gesagt. Das ist fast schade zu mir. Soll ich mal sagen? Ja. Ja, ich will, aber ich wollte schauen, was für ein Küchlein ist. Oder alles miteinander, das ist einfach eine Geil. Sehr viel. Geschmacksexplosion. Cool. Das ist gut, da können wir bleiben. He? Eine Woche, oder wie lange haben wir? So fein. So. Ich hoffe, es war gut. Sehr interessant. Hat es allen gepasst? Ja. Also die Kombination ist cool. Ich bin ja nicht Fenkel-Fan, aber da Ja. merkst du eigentlich nicht groß. Also ich habe nicht groß rausgemerkt, dass ich jetzt sagen könnte. Ja, hat recht die Frische drin Gut noch eingelegt. Säure, noch ein bisschen. Ja, ist gut, ist wirklich gut. Super. Ich habe noch eine kleine Überraschung. Ihr dürft das jetzt noch nachkochen. Wow. Wir haben es drinnen vorbereitet. Und das Team, das es am besten macht, kann dann auswählen, welchen Gang das morgen kocht. Dann haben wir schon mal den ersten Krach, weil wir haben nicht den gleichen Gang. Weil euch am besten passt, ja. Das ganz genau gleich machen. Wir müssen schauen, vielleicht geht es ja. Gell? Wir sehen es. Ja. Mit den Überraschungen musst du rechnen. Das geht mir auch so. Ja. Ja, dann darf jeder sich da einen Tisch schnappen. Ah, die Dinge sind schon gemacht. Schau. Die haben wir schon gemacht. Ja, super. Zum Glück. Ein bisschen vorbereitet haben wir schon. Hast du einen Plan? Ja, dann dürftet ihr eigentlich gerade loslegen. Was ist das da? Das ist ein Äpfelgel. Das war unten drin. Da. Dass das Ding hebt. Weißt du, wenn du nachher servierst, das nicht. Das nicht Gell? rumrutscht, ja. Wie dürft es? Was tun wir rein? Ein bisschen Salz. Aber es ist Wir so, probieren vielleicht einfach. wäre für mich auch noch ein Messer, irgendwie, dass ich etwas machen könnte. Weißt du, wenn du mir zeigen, wie ich es muss. Du kannst mir nicht sagen, was ich muss. Ich habe noch keinen Plan. Also ich tue sicher mal den Fenchel marinieren. Top, weißt du, dass ich, wenn ich muss, dass ich kann. Essig und Öl, Salz, Ich mache das. Kümmel. Na, was haben wir da gehabt? Ja, das ist da. Was ist denn das? Das hier in Was ist Zürich. denn das? Keine Ahnung, Nüsse. Probier mal. Nüsse. Ich finde es noch spannend, die verschiedenen Zutaten irgendwo zu integrieren. Weil ich das Gefühl habe, dass die geschmacklichen Verschiedenheiten, die gut kommen zusammen. Die braucht man jetzt. Die braucht man, gell? Die Haut, die brauchst du auch. Ja, Ja, klar. Ja, noch ein bisschen. Ja. also mit Fenchel kocht ihr noch gerne. Fenchel, das ist super. Ja. Das nehmen wir von denen. Ja? Kleine Bitzchen schneiden oben drauf. Und dann der Apfel. Jetzt können die Paar schon mal beweisen, ob sie gut zusammengeschlagen kommen. Wir sind ein super Team. Aber vielleicht gibt es eine neue Kreation. Wir funktionieren eigentlich seit 20 Jahren als Team sehr gut. Auf dem Betrieb sind wir aufeinander angewiesen. Und dann blindes Vertrauen.
Ich glaube, ich brauche da noch ein bisschen mit Zitronensaft. Das ist nicht gut. Ja, probieren wir mal. Das ist noch recht scharf. Ja, das ist gut. So eine leichte Schärfe drin. Ja. Nüsse tun wir am Schluss oben drauf oder zwischendrin. Wenn wir noch mal anrichten. Nicht so nicht aufs Dauerli. Das ist gut. Nein, daheim koche ich nicht so. Ich habe eine wertschafte Alltagsküche. Und das muss ein bisschen schnell gehen. Aber es ist schön. Mir gefällt das. Es ist ein kleines Kunstwerk. Ich finde, sie machen es mega gut. Also, sie verwenden auch alle Produkte, die ich eigentlich im Tartlet drin hatte. Und es sieht auch schön aus. Wo waren die Äpfel? Hast du so Töpfe tun wir, glaube ich. Nein, ich glaube, zuerst ist der Käse. Ja, ich meine auch, ich würde den Wenn wir jetzt den noch rein. ein bisschen würzen. Ich würde nicht. Was ist das genau, sagst du? Fenchelsamen. Die haben wir zuerst gekocht, nachher über Nacht die sind getrocknet. süßlich. Ja. Dann haben wir es noch schnell frittiert, dass es leicht aufpoppt, Wow, die sind nachkaramellisiert. Soll ich noch warten mit dem Drittel? Jetzt würde ich das hier wie vermischen. Rein. Einfach drin? Nüsse, ja. Nicht zu viel. Und ein bisschen mit denen noch mischen. Ich glaube, im alltäglichen Leben funktionieren wir sehr gut. Wir haben sehr vielen Orten die gleichen Ansichten. Gell? Also. Ja, das ist so. Also, wir arbeiten sehr viel eigentlich separat. Jeder hat sein Aufgabengebiet. Aber wir wissen, wenn ein Kind oder das andere Hilfe braucht, und dann sind wir füreinander da. Also, es gibt wirklich Arbeiten oder Aufgaben, die wir miteinander machen oder miteinander müssen machen. Und dann funktioniert das tiptop. Ja. Wir vertrauen einander und ich kann mich 100% auf ihn verlassen. Gell? Ja, wir sind jetzt 30 Jahre geheiratet und sind gut gefahren. So. ja. Nach einer guten halben Stunde sind alle Paar auf der Zielgerade. So sind wir auch schon fertig. Ja, ich denke, es ist voll. Es sieht mal schön aus. Ja? Dann würde ich jetzt mal alle probieren und schauen, welches das Beste ist. Ja, ist geschmacklich sehr fein. Also, mir persönlich dürfte es noch ein bisschen mehr Säure haben. Aber sonst ist es mega harmonisch und gefällt mir gut. Danke. So, dann komme ich zu euch. Sieht mega schön aus. Auch schön in die Höhe rauf. Ja, ein bisschen mehr Salz dürfte es noch haben. Aber sonst finde ich es mega spannendes Tartlet. So, und jetzt noch das Letzte. Sieht natürlich auch mega schön aus. Ein bisschen anders als das, was wir serviert haben. Aber es kommt ja auch auf den Geschmack drauf an. Das Einzige, was ich jetzt hier sagen kann, ist, dass das Bödeli schon recht aufgeweicht war. Durch das, dass wir halt schon recht früh angefangen haben. Der Burrata weicht dann halt das Bödeli auf. Aber sonst finde ich es auch ein sehr schönes Tartlet. Und auch geschmacklich sehr fein. Ja, es ist schwierig zu entscheiden. Eben sind alle mega fein. Aber am besten hat mir jetzt doch das erste gefallen. Weil es so harmonisch war, schön zusammengepasst hat von den Geschmäckern. Danke. Gratuliere. Bravo. Ja, jetzt dürft ihr eigentlich den Gang aussuchen, von Vorspeise, Hauptgang oder Dessert. Der Gang, den ich will. Ja, du. Dann würden wir gerne das Dessert machen. Mega gerne, freuen wir uns drauf. Danke. Und ja, ihr vier dürft jetzt noch um die anderen zwei Gänge Schere, Stein, Papier machen. Schere, Stein, Papier. Da kann ich verschneiden. Ja. Vorspeise. Willst du machen? Hilfst du mir? Ja, ich helfe. Sehr schön. Gerne, ja. Dann machen ihr den Hauptgang. Der Hauptgang. Super.
Das Restaurant Magdalena hat sich mit seinen vegetarischen Kreationen einen Namen gemacht. Ein paar Zutaten sucht das Küchenteam selber. Draussen in der Natur. Gehen wir jetzt dort weiter Parcours, oder? Also parkieren wir dort und dann laufen wir hinterher. Einmal in der Woche sind sie zusammen unterwegs. Wir gehen jetzt einfach ein paar Kräutchen sammeln, die wir noch auch bei unserem Menü drauf haben. Ich finde es gut fürs Team. Also einfach so mal kurz aus der Küche, ein bisschen frische Luft, eine halbe Stunde, eine Stunde am Morgen. Es ist schön ruhig. Ich glaube, es ist ein guter Start. Es ist ganz hell, du. So sagen, hier ist da jetzt das Suchli. Ah ja, genial. Genial. Und dann haben wir jetzt gerade beim Dessert drauf. Also das Dessert ist so mit Rhabarber, Sauerampfer und Baumnüsse. Und dann haben wir einfach noch ein bisschen Sauerli als Garnitur. Und es ist halt auch geschmacklich noch. Mega lässig. Der Dominik Hartmann kennt die Umgebung rund um das Magdalena gut. Er ist in Rickenbach aufgewachsen und ist jetzt nach seiner Ausbildung beim Spitzenkoch Andreas Gaminada wieder zurückgekommen. Dann haben wir das Ruprechtkraut und dann halt einfach die Blüten davon, die wir dann heute Abend auch brauchen. So für die Snacks. Ich finde so den Umgang mit diesen ganzen Lebensmitteln und so, aus denen etwas so zu erschaffen und so das Kreative sein, das finde ich etwas mega Schönes am Koch sein. Und dass man halt noch auch die Gerichte, Kreationen den Gästen präsentieren kann und noch ein Feedback bekommt und wo hoffentlich meistens auch gut ist. Das ist schon etwas, was einem jeden Tag wieder Freude macht. Adriana Hartmann hat Design und Kunst studiert und kümmert sich um die gestalterischen Fragen im Betrieb. Ich male gerade für uns ein Leporello. Eine Illustration vom nächsten, also vom Gericht, das die Landfrauen essen. Vor 8 Jahren hat sie nah dies nah vom Kunst ins Gastgewerbe gewechselt. Also ich glaube schon, es hat mega viele Schnittpunkte. Und beides funktioniert ja eigentlich auch auf eine visuelle Art. Das erste, was ein Gast sieht bei einem Gericht, ist einfach das Gericht per se an sich. Und das ist, ja, «Sau gisst mit» ist jetzt ein bisschen ein Spruch, den wir alle schon gehört haben. Aber es ist auch gleich, es gehört dazu. Und ich glaube, das ist dann auch schon eine grosse Verbindung auch. In dem Fall schönen Service. Service. Von Gang zu Gang eine kleine Überraschung. Für 7 Gänge zahlen die Gäste ohne Getränk 185 Franken. Mich fasziniert die ganze Machart vom Essen, wie es gemacht ist, so schön, fein detailliert, schön ausgearbeitet. Und das Vegetarische, das man selten in einem Restaurant so schön serviert bekommt. Es ist sehr, sehr schön optisch. Das ist eine Art wie ein Event, wo man auch wegen dem ein bisschen mehr zahlt als jetzt in einem anderen Restaurant. Das ist so, ja. Ich glaube, das Schönste für mich ist, dass wir so etwas aufgebaut haben von Grund auf. Und so bei dem Ganzen dabei zu sein und es mega steuern. Also wir können jede Entscheidung selber noch beeinflussen. Und wir treffen jede Entscheidung am Schluss das Dritte selber. Und das ist mega schön, die Dynamik zu sehen.
Männer. Nehmen wir die Sushi? Bevor die Landfrauen und ihre Männer morgen zum grossen Wettkochen antreten, können sie jetzt zurücklehnen und geniessen. Und vielleicht das eine oder andere abschauen. Das ist eigentlich gerade so vereinzelte Gänge von unserem Menü, die wir sonst auch für unsere Gäste im Moment gerade zu dieser Saison servieren. Und wir denkt, ja, ist es auch gerade saisonal und die Landfrauen sehen dann eigentlich auch gerade, was so ein bisschen unsere Philosophie ist und wie wir kochen. Ja, die verschiedenen Texturen des Rüebli haben wir hier einmal, wo wir die Rüebli einfach im Ofen gebacken haben. Dann haben wir roh einfach kleine Würfel geschnitten, daraus ein Vinaigrette gemacht mit dem Rüebli grün noch dazu. Und da haben wir noch das Kimchi mit Chinakohl und Rüebli angesetzt, zusammen fermentiert. Seine Auszeichnungen hat sich der Dominik mit rein vegetarischen Gerichten erkocht. Wir haben halt auch Gerichte, die recht viel Tiefe und Power drin haben, wo dann das Fleisch eigentlich gar nicht brauchst auf dem Teller. Also Rüebli, das ist einfach etwas, was ich kenne. Ordentlich spannend. Also wir erwarten sehr ein exklusives Menü. Also etwa das halbe kennen wir und das halbe nicht. Raps bauen wir an. Ja. Aber was jetzt das in diesem Menü drin soll, das wissen wir noch nicht. Aus unserem Raps daheim gibt es Rapsöl. Manchmal, wenn wir ernten, tun wir auch noch ein bisschen auf diesem Raps rumkatschen. Ja. Aber so super gut hat es bis jetzt das nicht gedacht. Liebe zusammen, auf euch. Gesundheit miteinander. Schönen Abend miteinander. Ja. Ja. Ja, dann würden wir gerade starten mit ein paar Kleinigkeiten. Einmal hier in der Mitte hat man einen kleinen Käsetaco mit einem Zwiebelkonfit. Dann haben wir ein Kohlrabi-Röllchen mit verschiedenen Kräutern gefüllt. Und im Schäleli wäre es noch ein Babylattich mit einem Joghurtsbaum und obendrauf ein Jalapeno-Sorbet. Und ich würde gerade empfehlen, alles in ins Maul zu nehmen, weil sonst geht es auseinander. Kombinieren. Dann wünsche ich viel Vergnügen. Danke. Merci. Ich muss den Käse probieren. Aber das kannst du jetzt nicht alles auf das Mal ins Maul nehmen. Nein, eins nach dem anderen. Eben, selbst schon. Ja. Das wäre ja schade. Was ist das? Gurke? Nein. Das grüne Peperoni. Scharf-Weiß. Die grünen kleinen Peperoni, die wir heute in der Küche hatten. Wir waren noch nie in so einem Restaurant. Und genau aus diesem Grund habe ich mich auch gefreut, weil das wirklich etwas ganz anderes ist. Und auch etwas, das ich so wahrscheinlich nicht kochen würde, aber vielleicht in Zukunft ausprobieren. Also das, was ich jetzt gerade kann, das mit dem Käse, sensationell, speziell. Extreme Geschmacksexplosion im Maul. Auch das so mit dem Schaum. Und erwartet uns etwas morgen. Vorspeise. Wenn wir das kochen müssen. Am Anfang haben wir sicher noch ein bisschen anders gekocht, als wir das Restaurant aufgemacht haben. Aber mittlerweile ist es auch länger mehr so ein bisschen reduzierter. Mehr der Fokus wirklich auf die einzelnen Gemüse und auf das Produkt selber. Und so ist das irgendwie das Ganze entstanden. Danke vielmals. Danke vielmals. So, da kommt man zum ersten Gang. Da hat man Rüebli in verschiedenen Texturen mit Sanddorn und ein bisschen Knäckebrot. Und am Schluss haben wir noch ein Sanddorn-Rüebli-Sud eingegossen mit einem Peperoni-Öl.
Ich wünsche viel Spass. Bitte schön. Cool. Also Santon ist im Knäckebrot drin. Habe ich es richtig in der verstanden? Sauce. In der Sauce auch? Ja, hat er auch gesagt. Das ist gut. Das ist sehr überraschend. Du rechnest nicht mit solchen Sachen. Es hat auch gewisse Säure drin, was sich unser Heim nicht so gewohnt ist. Aber es ist wirklich, wirklich sehr gut. Und einfach, wie sie es angerichtet haben, wie ein Kunstwerk. Also ich bin hin und weg von diesem Gang. Das finde ich unglaublich spannend. Du halt einfach in dieser Feinheit. Das alles so zu kombinieren, das ist hohe Schule für uns. Völlig ungewohnt, ja. Aber es ist sensationell. Das sind jetzt die Rapsamen, wo der Freddy ein bisschen skeptisch ist. Merci. Da hat man die Tomaten, die wir über Nacht bei tiefer Temperatur im Holdermat gegart haben. Dazu noch ein Rapsamen Pinienkerne Crumble, eine fermentierte Peperoni Beurre Blanc und das grüne Öl wäre ein Peterliöl. Danke. Ich wünsche viel Vergnügen. Ja, danke. Merci. Schmeckt fein. Die interessiert jetzt die Rapsamen, gell? Ja. Hast du nicht gesehen? Das produziert er ja, oder? Ja, ist klar, oder? Ja, das schmeckt ganz fein nach Tomaten. Das habe ich schon gegessen, das habe ich gar nicht gesehen. Die Schärfe vom Raps, die der Raps eigentlich hat, wenn man ihn bloß isst, ist hier wie weg. Dafür bleibt etwas Knackiges und ein kleines Untertönchen vom Geschmack des Raps vorhanden. Und das passt perfekt. Das ist etwas vom Besten, was ich je gegessen habe. Als wir das Restaurant aufgemacht haben, haben wir schon ziemlich vegetarisch basiert angefangen. Das ist jetzt eine Fleischsauce. Und mit der Zeit einfach immer mehr Freude an dieser vegetarischen Küche bekommen. Oh, das ist aber auch fein. Boah, das ist fein. Es ist doch wie gebraten und dann teert und dann noch gelagert. Du hast schon etwas erlebt, der Blumenkönig. Es ist wie so ein bisschen auch eine Herausforderung, dass wir halt wie auch alle Gäste davon überzeugen können, dass es genauso spannend ist, wie wenn wir jetzt mit Fisch oder Fleisch kochen würden. Also ich finde es der Hammer. Also, wir können fast Tränen. Wirklich extrem. Also wir haben morgen nur 2 Stunden. Und die haben jetzt da 2 Wochen schon angefangen. Da hat man jetzt das Dessert. Da haben wir ein Medesüß Glace gemacht. Das ist jetzt auch Geschmack, den du nie hast auf dem Teller. Nein, also wirklich nicht. Nein, nie. Mich beruhigt es unheimlich, dass wir nur 2 Stunden Zeit haben. Weil ich weiss, ich muss nicht irgendwie etwas 10 Tage fermentieren. Ich hoffe, es hat euch alles gepasst. Wir haben es geniessen. Sehr gut, ja. Wir hoffen, du hilfst uns morgen ein bisschen. Ich nicht, aber mein Sous-Chef wird euch morgen unterstützen, der Jonathan. Sehr gerne. Er gibt euch ein paar Tipps und hilft, wo er kann. Und dann wünschen wir noch einen ganz schönen Abend und eine gute Nacht und freuen wir uns auf morgen. Danke vielmals. Tschüss zusammen. Merci. Ja, danke. Sehr gerne. Danke. Das Paar, das morgen am besten kocht, gewinnt ein Gourmet-Menü für 4 Personen hier im Restaurant. Es ist soweit. Der Tag vom Wettkochen ist da. So, guten Morgen. Morgen. Morgen zusammen. Hallo. Ja, schön, sind ihr da. Ja, wir haben jetzt da mal ein paar Zutaten angelegt. Die dürft ihr alle brauchen. Also für jeden Gang könnt ihr von da Sachen nehmen. Dann gibt es noch die Sachen, die ihr brauchen müsst. Und im Economo, also in unserem Trockenlager, haben wir noch alles wie Öl, Essig, Alkohol. Und auch im Kühler, Milch, Butter und so Sachen haben wir sowieso rum. Jetzt könnt ihr einfach sagen, der Jonathan unterstützt euch. Ja, ihr könntet eigentlich jetzt die 4 aus der Küche, die jetzt noch nicht kochen müssen. Viel Glück.
Viel Glück. Ja, viel Vergnügen. Ja, dann würde ich euch gerade eure Zutaten bringen. Das Überraschungspäckchen. Zitronen, Zwiebeln und Zitronen-Thymian müssen sie in die Vorspeise einbauen. Die beiden anderen Paare dürfen zuschauen, wie sich Marlies oder Dani in der Veggie-Küche metzgen. Also, ich könnte mir eben vorstellen, irgendetwas mit Zwiebeln, Äpfeln kombinieren. Zwiebeln-Chutney vielleicht sogar ein bisschen karamellisieren. Man muss schauen, dass man nicht nur eine Chutney hat oder nicht Genau, nur kleine ja. Stückchen, sondern wirklich etwas, wo so das Masterpiece ist, so Genau. der Hauptakteur in dem Ganzen. Also ich bin froh, habe ich nicht Vorspeise. Ha? Ist wie eine Grundlage, auch etwas Könnt ihr mit grünes Salat Salat machen. ist. Genau. Irgendwie so, Wie so ein bisschen der Boden. Ja. Aber Oder dann ein habe ich noch Salatherz, ein Viertel oder ein Stück vom Salatherz. Ja, genau. Weil das, ja, Neben kann man das gut so ein braten, Chutney. theoretisch. Ein Pilz. Den könnte man lauwarm machen. Ist so ein bisschen lauwarm drüber. Ja. Die grossen Pläne hier, gell? Hä? Was gibt es zu tun? Längt das eher für Ja, für das 7 Gänge? Ja, das ist schon gut. Brauchen wir 2? Zwei. 2 Ja. schon. Könnte ich mir vorstellen. Oder also, wie ist der Gang 7 Teller? Also. Wir brauchen die Zitronen, um das ein bisschen, Ja, genau. dass es nicht braun wird. Gut, also dann. Mal hier. Die Umsetzung in diesen verschiedenen Komponenten, das finde ich jetzt schon noch so ein bisschen wirklich herausfordernd. 2 Stunden haben sie jetzt Zeit für die Vorspeise. Ich mache es grundsätzlich nicht ungern, aber ich bin nicht der, der da solche Sachen macht. Ich mache grünen Salat und Tomatenschnitzel und etwas Ei rein oder so. Und dann ist das okay, oder, für mich. Ich glaube, es gibt sehr viele Varianten, was man daraus machen kann. Es braucht irgendwie ein bisschen so einen Anfangspunkt. Vielleicht einfach ein bisschen trauen, mal drauf losprobieren und es kommt gut, ja. Ich hätte so einen Hobbel da, weil sie ganz viel Ah, das willst. wäre noch besser. Super. Ich glaube, es ist einfach an dem Rädchen hier etwas dick einstellen. Ist es dick? Ich glaube schon fast, ja. Also desto dünner, desto knuspriger werden sie dann schlussendlich auch. Wenn du ihn brauchst. Ja, ich dachte, jemals Trost. Will etwas von den Eiern schwimmen. Aber da muss man zeigen, wie das wird. Nicht. Jetzt will sie nicht hängen schwimmen. Oder so Schüsseln. Die müssen wir ein bisschen putzen. Eben, genau. Wenn es einen Pinsel hat, für vorzuziehen. Das Würstchen wegschneiden und dann einfach mal so vorbereiten. 7 Teller. Ich hoffe schon, dass sie den noch haben. Recht hart drin, du. Natur pur. Ja, genau. Das ist es so. Die 2 harmonieren, glaube ich, recht gut miteinander. Eine Ruhe. Ja. Erfolgt. Die haben das voll im Griff. Das ist schon das, wie wir unterwegs sind zusammen. Also Irgendwie kommt es auf jeden Fall wir gut. verstehen Aber... uns glaub, schon, mehr oder weniger. Ja. Auch zusammen singen tun sie gerne. Vor 5 Jahren haben Marlies oder Daniel in der Sendung Landfrauenküche geübt, für dass es dann schön tönt, wenn das Boschi mit den Frauen ankommt. Nicht mehr anders machen? Das war jetzt ganz schlimm. Nein. Mo. Nein, der letzte Ton nicht. Nein, der letzte nicht, aber Der das ist ist der gut zwischen. Ja. Das ist mir abgereiht. Der hat ein bisschen gekroset. Ja, nicht gut angeheizt. Wir waren Ja. zusammen in einem gemischten Chörli. Genau, sind wir eigentlich in einem gemischten Chörli. Ja, genau. Und sehr viel für die Singen unterwegs. Ja, genau, ja. Kennt man natürlich einander schon von ganz früher, aber wir sind eigentlich einander nicht miteinander nicht gesehen in dem Sinn. Das war 4 Jahre jünger und ist nicht in der Sekundarschule. Irgendwann, ja, das ist natürlich nicht irgendwie von Anfang an so gewesen. Ja, Albert King sieht jetzt eigentlich gar nicht wollen.
Das ist ja so. Und ich habe ihm gesagt, die Frau, die du suchst, gibt es noch gar nicht. Das ist ja so. Irgendwann ist ist schon so. Jetzt haben wir wieder Ehrenmögliche geschlossen, gell? Ja. Herzlich willkommen. Im Emmental auf dem Hof von Bertschis läuft aller Gattung umeinander. Tiere sind Dani sein Steckenpferd. Kommt, schön. Kommt. So. Ich habe schon gerne Tiere gehabt, die man nicht überall sieht. Das ist ja so. Es ist bei den Hühnern jetzt angefangen. Oder zu den Hüngen sind wir natürlich auch zusätzlich gekommen. Und jetzt bei den Rossen halt auch noch. Das ist eigentlich, wir haben es nicht gesucht, aber es ist jetzt einfach so. Aber wenn er eine Bauernmärkte geht, muss ich manchmal schon sagen, du, heute bringst du kein Tier mit. Bei uns ist ein bisschen die Regel so, es muss so sein, dass er Tiere machen kann, weil ich einfach halt nicht immer helfen kann. Er muss Tiere machen, sonst funktioniert es nicht. Bertschis züchten Galloway-Rinder und verkaufen das Fleisch. Dazu hat Marlies dann zumal in einer Abteilung für demenzkranke Menschen gearbeitet. Wenn sie nicht daheim ist, steht der Dani in der Küche. Jetzt mache ich einfach wirklich heute eine Rösti oder manchmal mache ich einen Käseschnitt, etwas, was einfach geht. Es gibt auch, dass sie vorkochen. Aber ich bin, wie ich auch sage, ich bin nicht der Sösseli-Typ. Soll ich den Käse auf den Tisch tun? Nein, brauche ich den nicht, weißt du? Aha, da tust du nicht drin. Wow. Das musst du nicht so machen. Das? Ja, das wird nicht so gut. Ja, genau, das gibt jetzt sicher nicht das Gutes. Du musst nicht so. Du musst nicht für den... Jonin! Es geht nicht schön. Das ist ja lustig, du, hä? Das kann ich halt nicht so gut. Man tut es dass der Schlitz hat. Dann tut man mit den Hängen so auf. Und dann kommt das ganze Ei raus. Und nicht nur so ein kleines Loch. Jetzt musst du so nehmen. Ja. Du musst drüber rein. Ja, genau. So macht man das. Was macht ihr heute Nachmittag? Geht ihr jetzt zum Grossi? Ja, wir können Suppenpäckchen machen. Geht ihr Suppenpäckchen machen? Also, das finde ich gut. Auch 4 Jahre später ist der Dani für das Mittag zuständig, wenn Marlies arbeitet. Hallo zusammen. Hallöchen. Das sieht fein aus. Muss gut kochen. Sommerlich. Seit 2019 hat sich beim Jorin das eine oder andere geändert. Ja. Dass ich besser Spiegeleier machen kann. Mit der Landfrau kochen, ja. Das ist eigentlich... Ja, dass ich mehr Tiere dazukomme, die ich halt bekomme. So, ja. Die 2 Gäste, Nora und Leonie, die gehören mir. Eigentlich wollte ich gerne Milch gegessen. Aber mein Vater hat gerne gesagt, wenn Milch gegessen, dann müssen es ein bisschen seltener sein und schöner, weil ihm haben die ganz normalen Braunen nicht so gefallen.
Der Jorin ist jetzt 11. Er und seine ältere Schwester machen sich schon Gedanken um ihre Zukunft. Manchmal streiten meine Schwester und ich ein bisschen darum, wer das jetzt der Hof übernimmt. Manchmal hat er nie mehr Interesse, aber also, irgendwie habe ich meistens. Eigentlich sieht sie manchmal, sie will jetzt hier übernehmen, aber dann sagt sie, ich will es übernehmen. Und dann gibt es auch einen kleinen Streit daraus. Dann sieht plötzlich niemand mehr etwas, was man übernehmen will. Aber eigentlich bin es gleich ich, die man dann doch übernehmen will. Komm, Leonie, komm, mach ihn. Pass auf, Nora, komm. Was ist das? Sprung. Slalom, Slalom. Auch die 15-jährige Enya kann sich ihre Zukunft nicht ohne Tier vorstellen. Ja, der Wunsch ist da. Also, ich würde gerne etwas mit Tieren machen, vielleicht tiermedizinische Praxisassistentin oder sogar Tierärztin. Aber vielleicht sehe ich da etwas anderes, was mir noch gefallen würde. Sprung. Slalom, Slalom, Slalom. Gute, Slalom. Die Marlies arbeitet heute nicht mehr auf der Abteilung für Demente, sondern für die Spitex. Guten Morgen, Herr Fankhauser. Dürfen wir kommen? Ja. Danke vielmals. Wie geht's? Gut. Ja, also schön. Dann schauen wir heute den Verband an. He? Ja. So. Ich habe sehr viel Abwechslung in der Spitex. Und das entspricht mir, das Unterwegssein. Ich habe ganz viel meine Pflegekompetenzen wieder ausüben. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Voilà. Danke. Hätten wir es für heute wieder, he? Ja, ich sage euch danke vielmals. Also, auf Wiedersehen. Danke vielmals. Hoppla. In der Küche vom Restaurant Magdalena müssen die zwei jetzt zeigen, dass sie auch zusammen gut Schlag kommen. Rühren, genau. Können wir bei der beschichteten Pfanne Plastikding nehmen? Das ist mit Metall zerkratzen. Ja. Danke. Bei der Eisen ist es wurscht, aber bei denen. Ja. Danke. Ja, Entschuldigung. Ja, also so die Röstaromen sind natürlich auch immer wieder... Sie wollen die Schwimme noch pürieren. Nicht. Das kommt jetzt gerade aus. Aber das wäre... Oh. Ja. Ah doch. Gell? Ich hab's dir gesagt. Die schönen Pilze werden jetzt berührt, ja. Das kannst du machen. Ja, auf welcher Stufe? Ja, du musst am oberen drücken. Ja. Schön. Sind gut unterwegs, sind ein paar Sachen zu machen, aber in einer Stunde ist es gut machbar. Oh. Gut, also. Also für mich ist es recht fein, aber vielleicht musst du auch ein bisschen Übersicht schaffen. Ja. Was hast du jetzt gemacht? Alles frittiert. Fast nichts frittieren nicht. Das Schmecken finde ich aber nicht so fein in der Wohnung. Und wenn ich mache, dann tue ich es verrissen. Aber es braucht es wieder. Ja, es braucht es. Ich probiere nur einfach mit dem. Wenn es dann nicht gut käme, dann hätte ich dann nicht alle vergeben. Wenige Sachen. Da, komm. Schon, gell? Ja, zwei darfst du. Da hat es kleine Eierschwämmchen. Die Jawohl. können wir auch noch beseln. Jawohl. Und dann noch... Und so ein bisschen Zwüste, dann können wir die ein bisschen in Butter anbraten und dann noch dazu tun. Und er sieht noch nicht gestresst aus. Gar nicht. Überhaupt nicht. So ist es recht. Ich bin guter Hoffnung, dass es gar nicht so schlecht kommt. Jawohl, also... Muss ich das den jetzt einschalten schon oder mit den tut das Zwiebeln und mit den automatisch? Äpfeln da gemischt, das finde ich jetzt ganz fein. Und ich habe gerne ein bisschen süß. Und das wäre jetzt gerade für mich, oder? Aber es ist ja nicht... alle haben die gleichen Geschmäcker, gell?
Wir hätten jetzt noch genau 40 Minuten Zeit, bis es ready sein muss. Hast du das Pilzpüree probiert? Also, für mich ist es fein. Ich weiß nicht, ob... Nein, da muss mehr Salz drin. Und die wird jetzt eben noch eine halbe Stunde. Jetzt würde ich den Salat anbraten. Ich habe noch nie Salat angebraten. Den mache ich mit Salatsauce. Ich glaube, Salat kannst du nicht jeden anbraten. Das wird ja schwarz. Das wird ja schwarz. Muss es so sein? Sehr speziell Salat. Gell? Ja. Das kannst du auf dem Grill. Ja. Dann kannst du den Nachschub holen. Ja, jetzt müssen wir Gas geben. Du hast dann auch nicht mehr von dem drauf? Das ist das Muster, ist gut. Aha, ja. Jetzt habe ich 2, 4, 6, 7. Nein, jetzt kommt noch eins. Ja, Entschuldigung. Du. Wie willst du es drauf tun? Einfach so einen Löffel. Aber dann nimm den Salat weg. In die Mitte. Excuse. Sorry. Ja. Jetzt merke ich, dass ich unter Zeitdruck bin. Ich finde es einfach gut, wenn wir das alles verteilen. Weißt du, ich würde es so nicht gezählt mit Salat pusten. Das finde ich sehr, sehr fein gefunden. Ich finde es schade, wenn wir nicht alles drauf tun. Ja, dass wir das wenigstens brauchen können. Also, ich bin immer für nicht fortschießen, wenn es möglich geht. Ja. Ist gut, das? Ja, ich glaube, es ist gut, das kann ich. Ich bin unglaublich gespannt, wie es geschmacklich nachher miteinander harmoniert. Das ist nicht professionell hier. Aber ich glaube, vom Aussehen her, ja, ich glaube, das, was wir in dieser Zeit haben geschafft und gut. Ja, irgendwie bin ich so bin jetzt fast ein bisschen erschöpft, dass da irgendwie so ein Häufchen Elend auf diesen Tellern ist. Ich glaube, das können wir so bringen, das ist gut. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Zusammen. Oh, schön. So, das ist unsere Vorspeise, die wir euch servieren dürfen. Darunter haben wir einen Spiegel mit pürierten Pilzen. Nachher drauf ist ein Äpfel-Zwiebeln-Chutney, ein angebratenes Herz, also ein Salatherz, mariniert, mit Zitronenthymian, ganz wenig Zwiebelringe, so ein bisschen das Crunchy drin und nachher noch die kleinen Eierpilze drumherum. Ich wünsche euch festen Guten. Merci. Danke vielmals. Ich finde es mega schön abgeschmückt. Also wirklich auch das Püree unten dran, das Pilzpüree ist mega fein abgeschmückt, schön salzig. Auch mit dem Chutney finde ich es mega harmonisch, so die Säure, leicht süß, das Chutney, also macht mega Spaß, das zu essen. Und der Salat, der noch ein leichtes Röstaroma hat, und die Zwiebeln oben drauf auch noch schön dunkel frittiert und die haben auch noch das schöne Röstaroma. Ich finde, es ist mega stimmig, so als Gericht. Das Ganze hat mir sehr gut geschmeckt. Würde ich so auch daheim essen. Es war wunderbar. So schön angerichtet und fein durch das Bang weg. Ja. Ja. Für den nächsten Gang sind Vreni oder Fredi zuständig. Vor 10 Jahren hat Fredi die Berner Fahne gekisst. Die Gemeinde Clavaleyres war lange eine kleine bernische Exklave im Kanton Fribourg. Die Zeiten sind vorbei. Die Gemeinde hat den Kanton gewechselt. Ja, noch. Jetzt halt das auch. Haben wir keine Fahne da oben? Nein. Hey, schau hier. Hä? Ciao.
Ja, du bist eine gute, gell? Ganz eine gute. Was im Herz bin ich natürlich schon Berner. Und eine Freiburger Fahne aufhängen, das könnte ich jetzt nicht. Das geht einfach nicht. Das ist wie falsch für mich. Das würde ich nicht machen. Zur Freiburger Fahne haben wir nie Beziehung gehabt. Schwarz-Weiß, ja. Da kannst du etwa Kühe haben, aber doch nicht eine Fahne. Also. Neben dem Kantonswechsel ist schon sonst viel passiert. Die 55 Milchkühe haben einen topmodernen Stall bekommen. Sinele, hey, bist du auch schon da? So. Schau da, Burgeli, komm. Hey, schau da, Schnützi, schau da. Hey, ja, bist eine gute, gell? Dann verwirrt schon noch etwas sein, gell? Wir hatten ja vorher einen Anbingenstall und haben ja alle Kühe zu Berg gegeben. Und jetzt behalten wir einen grossen Teil der Milchkühe bleiben da und ein Teil geht auf den Berg, dass wir auch noch Käse haben. Im Sommer gehen ihre Kühe zu Alp. So war es so 2014 in der Landfrauenküche. Salut, Dolores! Salut! Chilei, hä? Hast du gesehen, Dolores? Ja, ich habe es schon gesehen. Komm, nimm sie! Die Alp Iselten ist unterhalb der scheinigen Platte. Die zwei Männer machen hier für Scherwes Berg- und Raclette-Käse. Also, ciao, Danu, mach's gut. He? Gute Zeit, bis nächste Woche. Merci auch vielmals. Daheim zu Clavaleyres kochen zu Vreni zu Mittag. Auch heute spielt ihr Käse noch eine wichtige Rolle. So. Ja, das Lexeli ist schon da. Hey, du weißt schon, was es geht, gell? Komm, kannst du eins haben. Sorry. Der Gedanke, dass sie bald im Magdalena vegetarisch kochen muss, stresst sie nicht. Also, wir essen alle Fleisch. Aber wir essen nicht Alltagfleisch. Ich kann ganz gut sein ohne Fleisch. Aber ein bisschen Käse habe ich schon gerne. Auf allem ein bisschen Käse. Aber die das machen wollen, die sollen es machen. Das ist in der Ordnung. Sage ich. Das sollte doch jeder machen, wie es nicht riecht. Die Mutter von Freddy hockt auch am Tisch. Voilà. Ja. Kann ich dir auch gut? Ja, gerne. Ein bisschen tollschnittlich, gell? Oh, da hast du noch die zweite. Merci vielmals. Apfelmus nehmt ihr selber. Einen guten miteinander. Gesundheit, Vreni. Gesundheit, Grossi. Hey, alle. Einen guten miteinander. Vor 10 Jahren haben auch noch die 3 Söhne und ein Angestellter mitgegessen. Das ist fein. Das ist sehr gut. Die Söhne sind unterdessen alle ausgeflogen und gehen ihren eigenen Weg. Der Älteste ist auf der Rüti tätig, der Fred. Der ist Lehrer, Landwirtschaftslehrer. Der Benz ist an der Uni Bern, der studiert Geschichte. Der muss jetzt gerade einen Haufen Arbeiten abgeben, der ist ein bisschen im Druck. Und der Jakob, der Jüngste, der hat Jurist studiert in Freiburg und macht jetzt gerade Dissertation. Vreni ist stolz auf ihre Kinder. Ich denke, das ist jede Mutter. Mama sehr stolz.
Oh ja, das hat ja etwas nötig. Tust du wischen? Dann tue ich noch. Schau mal in die Fensterstrupsi. Im alten Bauernhaus machen Vreni oder Alfred alles parat für ein Apero. Vreni bewirtet hier ab und zu Gäste. Das hat sich so ergeben an der Landfrauenküche. Es sind Leute gekommen, das hat die interessiert, die wollten probieren. Und dann ist das nach dies nach sind wir schier überrennt worden. Und ich habe das gemacht, ich mache es so sehr gerne. Und so bin ich da so ein bisschen reingewachsen. Aber es ist mir wirklich wichtig, dass ich es in einem einfachen Rahmen machen kann. So, dass es für alle stimmt. Vreni oder Fredi machen eigentlich immer alles zusammen. Nur einmal mussten sie sich trennen. Du bist ein bisschen mummelig. Ja, bist ein bisschen traurig, wenn ich... Ein bisschen schon. Ja, klar. Wir sind sonst gern zusammen, gell? Ja. Macht doch nichts. Jetzt kommt er. Also, mach's gut. Vreni hat sich auf ein Abenteuer eingelassen. So lange waren wir noch nie drin. Ja, also, es ist ein bisschen komisch, wenn ich daran denke, dass ich Fredi so viel lange nicht gesehen habe. Aber ich freue mich, diesen Weg zu gehen. Das ist einfach nur super. Zusammen mit der Erna Köfer ist sie für die Sendung «Wenn Landfrauen reisen» auf Island geflogen. Hast du auch Freude? Ja, sehr. Ja, sehr Freude. heute. Also ich habe mir vorgenommen, dass ich ganz sicher mit einem solchen Pullover heimkomme. Ohne diesen Pullover wäre ich nicht heim. Mit dem habe ich jetzt also nicht gerechnet. Die isländische Bauernfamilie hat sie schon erwartet. Bei ihnen haben sie eine Woche verbracht und viel erlebt. So, gehen wir. Hello. Da sagen Hello. Ich sage Grüße. Hello. Hi. Hi. Miteinander. Hi. Erna. Stefan. Hello. Lea. Hoi. Hoi. Salut. Good morning. How are you? Fine, and you? Yes. How was your drive to the east? It was very, very nice. Ja? Ich kann natürlich nicht Englisch, von Isländisch keine Rede, aber das wird schon gehen. Wir kommen sicher schon zu Schlag. Speisröhre vom Schaf. Ja, die verwerten alles ja. da. Ja, das ist recht so. Gut, ja. Zunge. Kennen wir auch. This we eat every year in January. We have this traditional thing called Þorrablót, and everybody shows up and have some party and eat this food. Die sind ja gekocht, oder? Manchmal. Bitte. Sehr fein. Vom Schaf. Bolz. Probiert. Ja, das ist gut. Ganz verrückt gut. Ja. Ja, ganz fein. Okay. Wirklich. Und die Zunge ist sehr gut. Und da, jetzt bin ich gespannt auf da. Die Speisröhre vom Schaf. Zoals du kan je wel hebben. Je weet 2 euro, du kannst echt gesagt. Ganz fein. Ist gut, also dann nehmen wir mal gut sagen rein. Merci vielmals. Skau. Thank you very much. Skau. Thank you very much. Der Fredi war froh, dass sein Vreni wieder zurückkam. Er hat sie vermisst. Ja, sehr. Extrem gelitten. Hier, hier und hier. Ich hatte natürlich schon auch lange Zeit, das ist klar. Weil wir machen eigentlich alles zusammen. Wir sind auch sehr viel zusammen und kommen super gut zusammen aus. Aber wenn Menschen etwas ganz anderes machen kann, ist das auch schön. Ich habe es trotz allem sehr genossen.
Zum Glück dürfen sie jetzt auch zusammen kochen. Wie auch schon bei den anderen vorher, wären hier nochmal die Zutaten, die alle brauchen dürfen. Und ich habe euch nachher sonst noch die Zutaten, die ihr benutzen müsst. Die müssen wir brauchen? Genau. Da hat man verschiedene Auberginen. Also einmal Viola und die man eigentlich eher kennt. Dann haben wir noch Miso-Paste, die wir gestern im Hauptgang auch gebraucht haben für die Soße. Dann haben wir noch Spitzpaprika und Stachelbeere. Ja. Und eben, wenn ihr sonst noch Sachen braucht, hilft euch der Jonathan. Ja, sagen wir einfach Bescheid, wenn ihr Eier oder Mehl oder... Dann wünsche ich viel Erfolg Ja, und viel Glück. Schauen wir eins. Ich bin gespannt, was ihr Schönes macht. Ich bin auch gespannt, was wir da machen. So, jetzt tust du eine Nadine nehmen. Ich fahre den rundum. Warte schnell. Nicht senken. Ja. Auberginen kenne ich nicht. Ich habe noch mein Lebtag nie Auberginen gemacht. Aubergine, Albtraum. Schon nicht gerne. Komm jetzt. Es wächst nicht bei mir. Aber so eine Schnitte in Rosi Bratpfanne. hat doch gerne Auberginen. Ja, Oder? ich mache das Ratatouille. Aha, nein, das machen wir nicht. Ja, mal, das könnten wir aber auch. Nein, das machen wir nicht. Sollen wir nicht? Das ist schwierig. Habt ihr irgendein Getreide? Dinkel oder ein... Dinkel haben wir da, ja. Ja, ein Dinkel und dann noch Wir machen noch mit der Pilz quasi ein Dinkelragout. Und dann die anderen separat oder alles mit drin. Oder machen wir das Ragout separat? Also ein Dinkel. Oder ohne Witz drin. Oder ein Förmchen oder, Ja. oder einfach so ein Aubergine drauf. Häufchen. Das Dinkel und dann ein Pilzragout. Das und noch- Pilzragout vielleicht drunter. Ja. Dort bei der Aubergine ist es schon gut anbieten, wenn man ein größeres Stück. Eben eine Scheibe macht, nicht zu dick, ein bisschen Das anbraten. kannst du dann gerade machen, weil ich ja gesagt habe, Auberginen kenne ich nicht. Ich auch nicht. Hast du Käse? Ja. Dann kannst du mal bringen, mal Käse. Ja. Was hast du für Käse? So eine... Rezenten oder eher einen milderen? Kann ich mal bringen. Bringen wir jeweils einen. Das ist gut. Gut. Merci vielmals. Also, jetzt nehmen wir hier einfach mal eine Zwiebel. Willst du die Schwämmchen? Jetzt müssen wir dann noch fragen, was das für Schwämmchen sind. Sorte ist, Die ja. schmecken wunderbar. Spielt das eine Rolle, was es für Schwämmchen sind? Ja. Warum? Ja. Machst du doch alles gleich. Wenn du ein Ragout machst, ob jetzt das ein Steinpilz oder so einer, das machst du doch gleich, meinst du nicht? Weiß nicht. Das könnten wir ja irgendwo einfach drunter mischen oder willst du die separat so kochen? Was hat sie dort? Iss auf eine. Nein. Das sind Krusle, so sagt es Vreni. Ich würde die kochen. Also, Und dann noch so. Willst du anfangen zu putzen, die Dings fort? Ja. Dann wird das einfach gemacht. Hey. Ich glaube, die musst du nicht waschen, die sind super. Ich habe natürlich schon Vorstellungen vom Essen. Vom Essen, nicht vom Kochen. Wenn du vom Essen eine Vorstellung Genau, hast, ist so mal kann schon ich auch gut. Ja. Das ist richtig gut. Wir machen die. Bist du einverstanden? Ja. Ja. Und die hat etwa Wenn ihr wollt. eine halbe Stunde. Ja, gerne. Eine halbe Stunde. Dann macht sie mit der Gerste wie ein Risotto. Also das Gerstotto. Wir kochen jetzt einfach mal drauf los. Also mit der Aubergine habe ich ein bisschen Respekt, das kenne ich jetzt wirklich nicht. Aber der Freddy weiss ja da, glaube ich, ein bisschen Bescheid. Und dann schauen wir einmal. Auch Vreni oder Alfred haben 2 Stunden Zeit, für einen Hauptgang zu kochen. Schmeckt gut. Ja. Ist das zu dick, Vreni? Musst du die nicht irgendwie noch Ich mache es nicht, nein. Ganz. raus... Die sind gut. Willst du nicht ein bisschen Spray fürs Messer da? Ja, es riecht mich auch bald. Ja. Ich glaube, es ist recht schwierig, die auch in die Szene zu setzen. Es ist ein Gemüse, das im Gegensatz zu einer Paprika oder zu einer Zwiebel recht wenig Eigengeschmack hat. So. Und darum ja, muss man schon ein bisschen schauen, was man damit macht. Jetzt sind die alle zusammen. Was gibt es jetzt? Ragout. Ragout. Pilzragout. Da könntest du einen Peperoni reinknallen. Ich koche eigentlich gerne alleine. Und zwar, ich tue noch gerne alleine. Die kann ich gleich, wie ich will. Und dann, kurz vor dem Mittag kommt der rein.
und probiert noch ganz gerne und sagt, hier fehlt dir noch ein bisschen dieses und hier solltest du noch ein bisschen Mutschgetnuss tun. Dann hockt er an den Tisch und liest den Schweizer Bauer. Und ich mache es meistens so, wie er sagt, und dann kommt es gut. Ja. Die machen das sehr, sehr gut zusammen. Also der Freddy so ruhig, aber auch aktiv. Ein eingespieltes Team, habe ich das Gefühl. Seid das... Ich bin sehr, sehr lernfähig. Wenn er mir etwas sagt, dann mache ich. Ja, ich mache es. So, halt ein bisschen rühren da, dass es nicht brennt. Dort hinten ploddert es ein bisschen Gott fest. sagt der Fahne. Das ist schon ein bisschen anders als daheim mit dem Herd. Hast du das verstanden, wie der Induktionsherd funktioniert? Ja, das ist unglaublich, wie das schnell geht. Ich bin mir einfach nicht gewohnt. Man muss es extrem im Auge haben. Du darfst dich da nicht irgendwie vergessen und dann hier denken, es kommt dann schon gut. Nein, dann kommt es eben nicht gut. Das ist schon mal lang. Also das wäre eher ein Rezentere. Danke vielmals. Und das wäre eher so ein... Das ist der schöne Käse. Was ist das für ein Käse? Von Das ist Frühlingskäse Rezent. Das sieht gut aus. Und das ist Après-Soleil. Der Kopf von Alt von Jumi, ich glaube, der ist schon Appenzell. So. Das ist gut. Mit dem können wir arbeiten. Er ist Experte, er ist Käse, er Käse. Aber jetzt Handli verhauen und rein. Und Ja, interessieren. sehr klein. Sehr klein. Das ist jetzt natürlich voll falsch. Die hätte ich am Anfang an rein Die esse ich aber. Also, mach jetzt. Ein Peperoni gibt es auch noch rein? Ja, die müssen es, hätte ich ja gesagt. Oh. Was da gerne nicht viel machen. Sie sind da für am Weg, haben eine Idee, setzen es super um, sprechen sie ab. Also, finde ich super. Das haben wir jetzt gerade ein bisschen falsch gemacht. Ich hätte die von Anfang an rein tun sollen. Aber ja, schon. Aber es ist jetzt gleich. Hast du noch etwas Grünes drin wollen? Hast du etwas? Bärterling Ja, haben wir. sowieso. Aber das kommt erst... Ist das... Das ist eben das Gleiche, entweder jetzt oder erst am Schluss. Das kommt effektiv. Das ist Komm, der wir probieren. Das kommt ganz sicher erst am Schluss. Also. Aber weißt du was? Du könntest mir da noch ein bisschen Stängel schneiden und dann gehen wir die jetzt Anfangen rein. Und das Kraut am Schluss. Ich bin überrascht, was sie alles verwenden und wie sie es verwenden. Und zwar mit dem Stil von der Peterli. Ich finde es super, so dass man das ganze Produkt hier verwendet. Aber die sind doch am Matsch bis zum Schluss, nicht? Ja, nein. Meinst du nicht, wenn du jetzt noch 2 Stunden, also eine Stunde umrösten musst? Nein. Gott, sie hat auch Rahm drin, ja gut. Weißt du was? Die würde ich einfach so lassen. Ja. Gar nichts rein. Keine Paste, kein Gewürz, Ja. kein gar nichts. Einfach... Ja? Ja, gut. Gut mit dem Zeug. So, bald. Die hätte ich, glaube auch karamellisiert und richtig püriert. Oh ja, du. Gott, jetzt hat er eine Fahne. Schau da, so heiß. Eben genau. Du, ja, ein bisschen viel Anken. Macht nichts, es braucht. Ah, also. Dann kannst du sonst die braten. Nein, das ist zu viel Anken. Schau mal. Nein, das ist doch gut. Was das so? Ja, das ist gut. Musst du noch schön Also. her tun. Ich habe es zugestellt. Ja, komm, das längt. Das geht's nicht. Aber weißt du was? Zu denen kannst du jetzt so schauen. Nein, zu denen schaust du jetzt hier. Ja, ich muss die anderen Ja, auch. das ist schon sicher. Das ist die Sache, das Aubergine-Zeug. Weißt du was, wir probieren ja feine Scheine, zu schauen, wie er ist. Du bist jetzt skeptisch? Nein, ich bin nicht skeptisch, ja, wie wird man ja wohl dürfen. Ja, sicher. Also. Aber sie sehen gut aus, Die nicht? sehen super aus. Ja. Sie schüttelt den Kopf. Ich schmecke, dass der Anker etwas zu heiß war. Was meinst du? Gut. Schmeckt Gell? nichts. Und dann am Schluss vielleicht noch ein bisschen von dem dran, gell? Bist du einverstanden? Ja, richtig. Was ist heikel, ha? Grobsalz, das ist ein schnell zu viel, nicht?
Also wir wären jetzt gerade bei der Halbzeit. 1 Stunde hätten wir noch, eine ist abgelaufen. Eine Stunde haben wir noch. 1 Stunde. Schokolade tun wir keinen drauf, gell? Schokolade sollen die Dessertler machen. Schoki. Wobei Schokolade ist auch gut. 2, 3 Spendchen oben drauf. Ja. Ich probiere noch eins probieren und schaue, ob das... Weißt du, ein Stark Räcki oder so etwas. Ich glaube, der Freddy will nur Schokoschnauzen. Manchmal muss man schon etwas experimentieren. Gell? Was wir schon alles zusammen erlebt haben, ja. nebst der Küche. Es war immer offen für meine Vorschläge. Jetzt sind wir so gut ausgesehen. Also sie sind wirklich auch experimentierfreudig, also sehr mutig. Die Dauer kannst du schon auslegen, wenn du nichts... Probier mal gut. Gell? Nicht zu fein, gell? Freddy, nicht zu fein, he? So gebige Bits. Und dann hat der Freddy noch einen Serviervorschlag. Und eine Scheibe, die wir da... Das kommt überhaupt nicht in Frage. Nein. Nicht so? Nein. Also, dann weisst du aber wie. Ja, schon. Sie hat nicht so gerne, wenn er zu viel reinfunkt. Nein, das ist ein Kabis. Nein, das mache ich nicht. Ist gut. Schau du jetzt, dass es dir nicht zu heiß wird, gell? Ja. Freddy will das Management übernehmen. Also, der Freddy hatte die geniale Idee, eine Scheibe also ein Türmchen zu machen mit Schwämmchen und mit Gerste. Auf das andere dann auch ein Krusel. Und was noch? Okay. Und Käse. Ja, wir können den schauen, ja. Ja. Ist gut, ja. Da bin ich jetzt also nicht so einverstanden. Die Zeit läuft. Die beiden haben nur noch knapp eine halbe Stunde. Mit dem Stillen. Wir sollten den Käsehobel haben von daheim. Ja. Jetzt Ich kommt. würde nur einen Weg. Ah, das kommt mit Säure gut. Schau mal. Wenn man noch ein bisschen feurige Zeit hat, kommt einem noch aller Gattung zu Sinn. Und ich weiss eben, dass er gut ist. Ich weiss es. Ja. Es ist nicht mehr Wunder, was du dann kochen willst. Halt. Nein, die musst du nicht mehr machen. Das ist gut, ja? Wir machen nicht mehr. Nein, es ist zu fad. Zu fad? Hoppla. Zu fad? Ja, zu fad. Was ist zu fad? Die Schwimme. Alles zu fad? Alles zu fad. Nein, dieser Meinung bin ich jetzt also gar nicht. Nein. Also ich weiss, wir essen nicht so wie die anderen Leute, aber mir durch das Zentrum ein bisschen Pfeffer gehört. Nein, Pfeffer, nein, unter gar keinen Umständen. Also machen wir den Wurst. Also, meinetwegen noch ein bisschen Salz. Dir zu lieb. Wir erinnern uns. Wenn er mir etwas sagt, dann mache ich. Ja, ich mache es. Nur. So. Weißt du was? Ich tue jetzt einfach da nicht mehr drin. Ich finde es Kein gut. Salz? Nein, fertig. So, ist gut, hä? Also, bist du einverstanden? Stark daher, ja. Findest du es so? Ist schon fast zu viel. Hast du erst nachher? Das da kommt noch, der Schokolade. Du bist ein Lustiger, du. Da drauf kommt der Schokolade und gewiss nicht Käse. Gar nicht? Nein, gar nicht. Hast du? Gut, Baby. Die Anrichterei ist jetzt nicht so profimässig, gell? Vielleicht wäre gleich am Freddy seine Idee mit den Türmchen besser gewesen. Ich möchte euch noch sagen, was wir gekocht haben. Ein Sorsotto mit Chili und Peterli-Gstängel. Nachher ein Pilzragout von Saiblingen. Aubergine mit ein bisschen Fleur de Sel. Krusle mit Schokolade. Und 2er Gattung Urner Alpkäse. Ein guter, allerseits. Danke vielmals. Merci. Das ist fein. Also fürs Auge war es schon mal mega schön. So abgeschmückt, finde ich, dürfte es noch ein bisschen mehr Salz haben, also noch ein bisschen mutiger würzen.
Vor allem jetzt zum Beispiel der Kräuterseitling, dass man dort wirklich ein bisschen mehr Salz verwendet. Und dann vom Anrichten her ist es halt manchmal so ein bisschen schwierig, wenn jedes so seinen Platz hat, dass man es dann auch zusammen isst und nicht einfach dann so die einzelnen Komponenten so für sich selber isst. Eben zum Beispiel jetzt Stachelbeere finde ich mega eine schöne Säure, also finde ich mega erfrischend. Aber dass man dann die nicht wie separat isst, sondern mit diesem ein bisschen zusammen. Ja. Ja, aber es gefällt mir auch sehr gut. Danke. Ich war sehr gespannt, auch wie die Aubergine ist. Sie ist gut, dürfte aber vielleicht auch ein bisschen mehr gewürzt sein. Aber ich glaube, das ist noch recht schwierig, so ein Gemüse richtig würzen, das so nach nichts schmeckt. Also ich finde es auch sehr fein. Vor allem da der, wie heißt der schon wieder? Risotto oder? Ja. Gerstenrisotto mit diesen Pilzen. Pilze habe ich sowieso gerne. Und die Aubergine so mit dem Curry, wo ein bisschen überwiegt, das Curry, finde ich noch cool. Und das Braten finde ich geschmacklich noch interessant. Jetzt würden wir dann eigentlich gerade weitermachen mit dem Dessert. Da bin ich sehr gespannt, was ihr da anzaubert. Ich auch. Hoffentlich zaubern wir. Ja, ich hoffe es auch. Bei den Lebensmitteln, die wir jetzt früh bereitgelegt haben, würde ich den Joni unterstützen. Er ist natürlich unser Meister, was das Dessert anbelangt. Also er ist der Patissier bei uns. Ich würde einfach so den Hauptfokus auf das legen, dass er da wirklich etwas aus dem heraus kreiert. Eben Aprikosen. Und da haben wir noch Surampfer, Surklee und Surrahm. Könnt ihr etwas aus dem zaubern? Jetzt rattert es. Ich freue mich schon. Ja. Dessert habe ich gerne. Ich auch. Ja. Hoffentlich nachher immer noch. Zum Essen nicht. Aber nur zum Essen, nicht zum Machen. Viel Spaß. Danke vielmals. Danke. Gut. Hast du schon einen Plan? Ja, ich habe einen Plan. Gut. Die Frage ist Surampfer. Ja. Wie bauen wir die rein? Er hat sicher eine Idee. Oh, die ist aber fein. Probier mal. Nein, ist gut. Was der Bauer nicht kennt. Die Kühe daheim, die Hast das du nicht gern essen. Surampfer? Ja, ich habe noch nie probiert. Du musst jetzt Eben. nicht. Ah, ja gut, okay. Ja, das hast du mir überredet, alles klar. Und das, was ist das, sagst du? Surrahm. Surrahm. Muss ich Also probieren. sonst, wenn ihr eben noch ein weiße das wäre weiße karamellisierte Schoki, noch einen dunklen Schoki, Vanille, Zitrone, wenn ihr Eier, Rahm, Mehl, Zucker, Nüsse. Eier? Ja, Habt das ihr auch? bringe ich euch einfach. Also, ich denke, wir machen einmal ein Biskuit als Grundlage und dann können wir dort irgendwie etwas drauf aufbauen. Und ich glaube, im Fall das da passt wahrscheinlich recht. Also wir müssen es mal probieren. Wenn wir die Surampfer ein bisschen klein hacken oder vielleicht sogar, nein, ich glaube, ich würde es noch fein schneiden und dann einmal mit dem zusammen mischen. Probieren. Kann ich ja sagen. Keine Ahnung. Was machen wir denn mit den Aprikosen? Die Aprikosen, habe ich gedacht, würden wir vielleicht fein schneiden, vielleicht karamellisieren und dann auf das Biskuit drauf und dann oben drauf nachher mit dem mit Rahm. Wir können den Granité machen, das wird dann quasi gefroren und gekratzt. Wenn ihr jetzt keine Glasse will, aber was Gefrorenes, oder? Das käme nicht Sinn, oder? Sag. Also das, was du sagst, so kratzen, das wäre dann auf ein Blech fein aus Genau, und nachher... oder in so einen Einsatz, und dann gefrierst du es, Ja, und dann genau. rührst du es mit dem Schneebesen immer ein bisschen um, und dann hast du wie so Crusher-Eis, ganz fein. Und was tue ich dort rein? Das isst man so. Aber weißt Also das kannst du aus Surampfer machen, das kannst du aus Aprikosen machen, das kannst du jetzt mit Physalis und irgendwo machen. Aha, mit den Früchten selber? Ja, ja, sicher. Das wäre jetzt Nur mit den mit den Aprikosen Früchten? geil, weißt du? Die Ja, Aprikosen genau. haben ein bisschen einen starken Eigengeschmack. Aber ich weiß nicht, wie sie produzieren, gell? Das macht mich nicht. Du musst wie zuerst einfach einen Start finden. Also mit Das ist es so, ja, bis du reinkommst. Dann würde ich sagen, tust du mal die Schnetzler, Grösse Wie? spielt keine Halbieren? Rolle. Ja, mindestens halbieren und dann vielleicht mindestens nochmal vier. Nochmal halbieren. Blech während der unten unterm Ofen.
Jetzt habe ich mal ein gutes Startgefühl. Mit der Sauerampfel vor allem. Bin ich noch gespannt, aber das kommt, glaube ich, schon gut. Ganz viele andere spezielle Geschmäcker hat Regula vor 2 Jahren gelernt kennen. Tomato. Bananen. Ja, brauchen wir ein. Zusammen mit der Lydia Barmettler ist sie auf Indien gereist. Cucumber. Sind Gurken? Nein. Kichererbsen, was haben wir da? Ist das Essig? Nein, nicht. der Brown. Ja, oben. Brown. Salz. Salz. Haben wir? You have Salz. Ja, sie hat. In der Bohne? Keine Ahnung, wie man denen sagt. Ich sage einfach Bones. Es ist mit eine Herausforderung, es ist spannend. Also man weiß nicht so, was kriegt man überhaupt. Und man muss extrem flexibel sein. Man nimmt das, was es hat und das, was es nicht gibt. Pech gewesen. Eine Woche lang haben sie im Norden von Indien unter den einfachsten Verhältnissen geholfen Bauern. Variaboli. 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 Ah! Jetzt musst du dir vorstellen, du tischst deinem Mann so etwas zum Morgen auf. Was sagt er? Gute Frage, vielleicht gar nicht. Oh, das ist schön. Aber noch ein Jahr vorher hat Regula daheim im Bündnerland die Landfrauen erwartet. liebe Landfrauen, herzlich willkommen auf dem schönen Innerglas. Wir haben die Sonne bestellt extra für euch. Darf ich euch meine Familie vorstellen? Das ist der Fabian. Wir haben zusammen gegurgelt. Dann ist Noemi. Sie ist 15. Der Fabian ist übrigens 11. Dann ist mein Mann, der Ralf. Hallo zusammen. Schön, dass Sie Oh, schau, dort oben sind gerade Daten. Heute ist es nicht mehr selbstverständlich, dass Noemi daheim ist. Und vielleicht musst du halt ein bisschen ausschneiden. Ich bin jetzt 17 und in der Lehre als Drogistin. Ja, es gefällt mir eigentlich mega gut und auch das Team ist mega cool. Japina ist zu weit weg zum Pendeln. Wir haben so ausziehen und ja, so am Anfang ist es irgendwie schon komisch, aber irgendwie gewöhnst du dich mit der Zeit daran. Soll ich alle machen? Ja, gut. Dann vielleicht einen Teil rein und einen Teil oben drauf. Auch für Regula oder Ralf ist das eine Umstellung. Wir haben sicher vielleicht einen Vorteil im Gala, weil erstens bin ich ja auch mit 16 ausgezogen und bin weg. Wir haben aber auch einen Vorteil, dass wir die Kinder schon relativ früh gehen lassen. Also die sind ja ab der Primarschule sind die Mittag schon nicht mehr daheim. Im Vergleich zu anderen, die bis zur Oberstufe einfach daheim sind. Und ja, also das Essen hat mir vielleicht ab und zu ein bisschen Bauchweh. Also einfach, ich habe dort wirklich auch geschaut, dass wir immer Reste haben, die ich eingefriere, die ich ihr dann in die Wohnung gebe, dass sie einfach etwas zu essen hat, dass sie nicht nur Fertigpizza kauft.
Aber der Fabian wohnt ja noch daheim. Willst du Schaum oder was? Nein, ist gut. Mach vorwärts. Blöde Kaffeemaschine. Das Messer nehmen wir das. Und wie oft- Löffel habt ihr? Ja. Okay. Da. Oh, super. Du. Danke, Fabian. Achtung. Ich gehe hinter. Schoki. Schoki. Der Fabian hat auch schon Ideen, was er später mal möchte schaffen. Entweder will ich Schreiner, Bauer, Landmaschinenmechaniker oder Waffenmech werden. Aber auch wenn sie weggehen, das Daheim bleibt wichtig. Ich bin sehr froh, dass der Fabian und Noemi uns immer unterstützen. Wo auch immer, wenn wir im Seich sind oder wenn wir viel Arbeit haben, sind sie immer da für uns. Am Abend, am Morgen, egal wie. Regula und Ralf haben einen Bergbetrieb. Sie bauern auf 1800 Meter über Meer. Die Weiden sind stotzig und haben ein Gefäll bis zu 75%. Die Regula ist hier aufgewachsen und darum eng verbunden mit dem Ort. Hier haben wir geheiratet. Das war vor 2003. Und wir haben das Gefühl, das ist so der Ort, der schönste Ort der Welt. Und das haben wir auch wirklich, das Wetter hat gepasst, alles. Und dann haben wir dort unten auf dem Plätzchen geheiratet. Und das war wirklich schön. Gell? Ja. Sie haben sich nicht per Zufall gelernt kennen. Der Schwager von mir ist eigentlich die schuld. Er ist auch Forstwart. Und bei ihm bin ich bin dort, wo er Vorarbeiter war, in der Lehre. Und er hat mich leider verkuppelt. Und eines Tages bin ich sie dann mal abholen zu meinem Ausgang. Und dann hängen geblieben. Und dann hat das gepasst, ja. Seit 20 Jahren sind sie verheiratet. Und stürzen sich jetzt in ein nächstes Abenteuer. Jetzt müsste ich den laufen lassen. Da, ha? Ja, genau. Oh, nein, voll falsch. Das geht gar nicht. Ah. Also da lass nicht vor. Ja, genau. Danke. Genau. Dann könntest du die nachher mal die Pfändchen dann vielleicht gerade einmal erwärmen. Ja. Dann vielleicht zuerst ein bisschen Wasser ins Pfändchen. Gut. Und vielleicht sogar noch ein bisschen Zucker drin, Zuckerwasser. Hast du mir noch einen Lumpen? Ja. Oh, das kommt da schon sehr gut, he? Ist das schon Zucker gewesen? Das wäre ja nicht gut, wenn das Salz wäre. Hä? Wie muss ich den wegnehmen? Von den Toffelöpfen. Abwärts, gell? Dass das quasi wie aus dem Haken rausgeht. Ja, genau. Du sagst, wenn ich etwas machen muss. Du musst jetzt dort einfach noch ein bisschen köcheln, bis es... Genau. Komm jetzt. Hast du mir nicht noch ein Tüchlein ohne dann, wenn ich das könnte, weißt du? Komm grad. Nicht alles in der Hose. Ja. Danke. Der sieht, er macht nichts in der Küche, aber er kommt wie ein Profi daher. Wenn er im Catering helfen zwischen. Ah. Dann hat er da ist das Tüchlein Genau. ganz sicher etwas, Ja, was man sicher. kennt. Weißt du, was auch cool wäre? Eine weisse Schokimaus. Nicht? Ja, das können wir dann nachher noch diskutieren. Ja, ich Ja, habe gerade gedacht, mit dieser weißen Schoki ist mir in den Sinn gekommen. aber wir haben eben schon ein bisschen viel helles Zeug. Weißt, eigentlich müssten wir etwas Schwarzes haben. Toblerone-Schoki. Hast du? Nein. Dann können wir Toblerone-Maus machen. Die wäre Hättest du fein. gern? Ja. Nein, habe ich leider nicht. Hast du nicht? Ich kann dir nur Weiss, Milch und Dunkel anbieten. Eben. Ich hoffe jetzt, das kommt da gut. Wie ist es bei dir? Ja, ich bin dran. Schon Matsch? Noch nicht. Aber es kommt. Bald Konfi. Ich hoffe, es backt gut. Ob es jetzt fein ist, ja. Dann wird das einmal. Und jetzt bleibt das etwa für bis es braun ist. Viertelstunde. 12 Minuten. Dann schauen wir mal.
Ich bin nicht der Dessert-Ding, aber ich habe auch schon gehandlangert im Catering, wo wir etwa gehen, oder eben bei Regeln. Aber mehr so Handlanger-Schöppli, oder? Die kriege ich schon her. Das ist völlig entspannt. Er ist die Ruhe selbst und dann bist du so das Übertreiben auf einem. Das ist okay. Es braucht gleich noch ein bisschen. Die Regula traut sich an etwas, das sie noch nicht kennt. Agar-Agar. Ein Geliermittel auf Pflanzenbasis. Mixen und dann mit so kleinen Schneebäseli, Ja, genau. was ich zum Kochen bringen. Und das muss ich jetzt aufkochen. Das gibt ja... Wow. Mach, und das gut. Das ist jetzt schon geliert. Schaust du auch so ernst beim Kochen? Keine Ahnung, weiss ich doch nicht. Ich sehe mich ja selber nicht. Kommt das gut so? Ist das normal? Ja, genau. Das kochst du jetzt einfach auf. Das ist koche ich wie ein jetzt auf? Pudding. Und das wird flüssig? Nein, es bleibt wie ein Pudding. Ich vertraue jetzt. Ja. Das ist ja wie Gummi. Weil das bindet oder fängt erst richtig an zu gelieren, wenn es halt einmal Hitze gekriegt hat. Ja. Das ist eigentlich der allgemeine Unterschied von pflanzlicher zu tierischer Gelatine. Das sieht aber nicht schön aus. Ist das schon so? Kommt schon gut. Kommt schon gut. Ja, ja. Du musst mal wissen, ja, wie sich das Ganze verhält. Jetzt rührst du es glatt und wenn es ein Klümpel hat, haust du mit dem Stabmixer rein. Ja. Soll ich noch ein bisschen Zucker bringen, oder? Oh ja, genau. Stoppzucker. Ralf, könntest du mir noch Vanilleschoten aufschneiden? Ja, das kann ich auch. Doktorarbeit. Ein gutes Jöppli für den Ralf. Oh, der Biskuit, haben wir den im Griff? Der klingelt in 5 Minuten. Ja. Und das müssen wir jetzt in die Kühle tun, dass es fest wird? Oder wie machen wir Also wenn ihr das? es ausstechen wollt, tut es gefrieren. Zum Beispiel auf das auch Backpapier drauf. Dann kannst du jetzt die Maus wieder drauf tun. Ja. Dann frieren wir es und dann kannst du es ringförmig ausstechen. Ja. Und dann Ja. kann man es in der gleichen Größe wie der Biskuit oben drauflegen. Sie machen das ganz gut, so ruhig, gell? So wie selbstverständlich. Geht das dort? Ich glaube, du kannst hören. Ist Ja, gut. weil das ist bitter. Nein, nicht, das ist sauer. Ja, sauer, ja, aber auch bitter. Die sind bitter. Bitter? Ja, die sind bitter. Nein. Mal. Ja, nicht zu viel vom Surampfer. Dann tun wir das gefrieren. Das müssten wir auch noch machen. Hier, ha? Dann rühren wir es einfach, keine Ahnung, alle 10 Minuten im Schneebesen durch, dass es wie so einzelne Stückchen gibt. Dort drinnen? Oder wo? Im Gefrierer, ja. Dann muss es dort umrühren? Ja, halt alle paar Minuten mal. Gut, ja, das mache ich. Ja, genau. Soll die Blätter weg? Nein, die werden praktisch zum Die Heben. werden irgendwie noch schön. Mhm. Aber wie sind Zum sie Heben. schön? Nein, weg nicht, komm. Die kannst du eh nicht essen. Ja, kommt drauf an, wie sie, ja, genau, ob kommt sie drauf an, wie Deko sie haben drauf... oder ob sie wirklich als Komponente mit drauf tun. Das sieht natürlich schon noch lustig aus. Nachher Ja, die Hälfte, sicher. Also, farblich. nebendran. Ja. Das sehe ich auch noch, ja. Natürlich sehr dekorativ. Jetzt haben wir gesagt, mit der Pinzette. Oh, Ich würde. Ich hole dir ein Teller. Hast du? Ja, hast Ich muss eine Pincette suchen durch die Küche. Dessert habe ich eigentlich gewählt, weil ich Dessert sehr gerne mache und weil ich das Gefühl habe, man muss es nicht warm auf den Teller bringen, man kann verschiedene Komponenten zusammenbringen. Und ja, so ein bisschen die Shishi-Arbeit. Und ich jetzt das Gefühl habe, im Hauptgang hätte ich das jetzt weniger reinbringen können. Shit! Scheiße. Das ist eben die zum Probieren. Ja, dann probieren wir. Also nur nicht, dass wir vergessen haben, jetzt 1 Stunde. Eine Stunde? Was haben wir? Eine Stunde haben wir noch? Ja, eine haben wir gebraucht, eine haben wir noch. Haben wir schon eine Stunde gebraucht? Ja. Ich weiss so. Dazu noch. Alles so exakt, gell? Wahnsinn. Extrem exakt. Bam, So, bam. Ja. Bam, ja. Gut. Ding wegziehen. Jawohl. Du, da ist ja... Der Roulade, der will ja... Nein, die macht nicht den Roulade. Nein, das ausstechen. Aha.
Aber es ist ein Biskuitteig. Ja. Kommt es gut? Ja, super. Gell, der macht das souverän. Nein. Wo haben wir die hin? Ah, da sind sie. Schauen, sagen nichts. Ich freue mich auf das Dessert. Ja, ich das auch. gibt jedenfalls ein gutes Dessert. Das ist sicher fein. Blättchen drauf oder nicht drauf? Nicht drauf. Nicht drauf, ha? Ist besser. Das ist auch nicht so gut. Ja, vielleicht machst du. Mal, das ist super. Ja, das kriege ich eigentlich auch. Nein. Nicht? Die Zeit ist jetzt gerade abgelaufen. Karamell haben wir. Wo? Da ist nie drauf. Nein, das kommt dann am Schluss. Ja, dann musst du doch jetzt machen. Die Seite, dann mach da. Auf das Ding voll. drauf. Kein Stress jetzt. Ja. Er will Das es ist aber jetzt- machen, er will das nicht ist heuen. nicht das Wichtigste. Gell? Er will heuen. Hey. Gut. Schau, das haben wir alles drauf. Gut. Dankeschön. Ja, es ist ein Biskuit, dann ist dazwischen ein Surrahm-Glacénart mit Surampfer drin. Oben drauf Aprikosenschicht mit Schoki-Dekoration und unten dran ist noch eine Aprikosenglace, sage ich jetzt einmal dem. Ein guter. Sehr schön. Danke Merci vielmals. vielmals. Sieht frischend aus. Nur schon optisch hat es mega schön ausgesehen. Eben so von der Farbe her schön mit dem Orange von der Aprikose. Noch ein bisschen mit dem Sauerklee, das Grüne. Also eben, optisch hat es schon mega überzeugt. Und jetzt auch geschmacklich so verschiedene Texturen und so Temperaturen, ein bisschen verschiedene. Schon sehr ein feines Dessert, ja. Das haben wir sehr gut gemacht. Danke. Vielleicht einfach Glasse ist nicht ganz so, wie man sich das gewohnt ist, wo halt so süß ist oder so, weil noch ein bisschen von dem Grünfutter drin ist, oder? Aber also wirklich schön. Kompliment. Es war super, super fein. Die Glasse hat mich sehr gut gedacht, mit dem Biskuit zusammen und die frische Aprikose. Einfach nochmal gut. Danke vielmals. Sehr gut gesehen. Mich hat es erstaunt, wie absolut exakt die Aprikose ist geschnitten war. Ja, dann danke ich auch euch zwei noch für den letzten Gang. Es war eine Ehre, zum da Danke zu vielmals. Ja, und jetzt ziehe ich mich noch mit dem Jonathan zurück, hier noch besprechen, weil es jetzt das Beste war. Und dann hören wir uns nachher wieder. Danke vielmals. Merci. Das ist schön. So. Ja, das Dessert war noch mega lässig. Ja. Also vor allem optisch auch, geschmacklich auch. Sehr überzeugend. Wie hast du so empfunden? Also grundsätzlich hat es mit allen recht gut. Also sie haben mega gut im Team geschafft und gegenseitig alles probieren lassen und abgeschmeckt. Und ja, recht kreativ geschafft, hat es gefühlt. Mhm. Also hast du bei allen ein bisschen Inputs geben, oder? Team 2 hat recht wenig Input gebraucht, hat es gefühlt. Die haben eigentlich Mhm. von Anfang an gewusst, was sie machen wollen und haben das untereinander quasi geklärt. Die anderen zwei haben jetzt mehr. Ja. Jetzt können jetzt auch nicht sagen, okay, die haben mir am besten gefallen in der Gesamtleistung. Mhm. Der eine dann von dem ein bisschen mehr, der von dem ein bisschen weniger. Ja, ist schwierig zu sagen. Heute? So. Hallo. Ja,
Wir haben uns jetzt noch ein bisschen in der Küche zusammen besprochen, geschaut, wer es am besten gemacht hat. Und der gewinnt, der gewinnt bei uns ein Nachtessen für 4 Personen. Also im Restaurant mit dem kompletten Menü dann. Und ja, es hat einfach so das Gericht, das gewonnen hat uns gedacht, es ist einfach so geschmacklich und von den Texturen und so das Gesamtbild wie das Beste gewesen. Und ja, am Schluss war es das Team vom Dessert gewesen. Nein! Das war wirklich super. Zum Wohl. Merci dir Zum Wohl. Auf uns. Sehr gerne. SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig? La 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 la.